wirklich extreme Zustände zum Teil. Dieser psychische Druck, der ist für mich zum Beispiel noch viel schlimmer gewesen als die Schläge meiner Mutter. Das war immer schlimmer. Also wenn Mama sagt, ich hätte dich schon bei der Geburt erdrückt, wenn ich gewusst hätte, du wirst irgendwann so werden, das tut weh. Das sind Sätze, die man nie vergisst. Welche Gründe gibt es für Zwangsheirat? Was denken sich Eltern da dabei? Sind das eher traditionelle Gründe oder sind sie in der Religion begründet? Weil viele ja sagen, das hat was mit dem Islam zu tun. Ja gut, also es ist teils, teils. Es ist halt nicht jede Familie, die ihre Tochter zwangsverheiratet, macht das jetzt unbedingt aus islamischen Gründen. Aber sehr viele machen das einfach wegen dem Vorbild des Propheten Mohammed. Der Prophet Mohammed war über 50 Jahre alt, als er ein 6-jähriges Mädchen geheiratet hat. Und zum Beispiel die Sunniten, das sind die Prophet Mohammed nachfolgen. Also auch in seinen alltäglichen Dingen, die er getan hat, wollen sie ihm nachahmen. Ja? Und in der Koranschule in Pakistan war es zum Beispiel so extrem, dass mir gesagt wurde, ich muss im Sitzen trinken, weil Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat im Sitzen getrunken. Also das sind wirklich manchmal schon absurde Sachen und da versuchen die das durchzusetzen und nach dem Vorbild des Propheten das Mädchen so bald wie möglich zu verheiraten. Und ein weiterer Grund ist auch, gerade wenn Menschen einwandern nach Europa, um ihre Kinder vor diesem Werteverfall des Westens zu schützen. Also ich höre sehr, sehr oft von Muslimen, die sagen, ja, ich finde ja eigentlich schön, in Deutschland zu leben, aber ich möchte niemals, dass meine Töchter so werden wie die Frauen hier, weil die haben so viele Männer und die haben Sex vor der Ehe. Also die haben eigentlich diese Angst vor diesem moralischen Werteverfall des Westens und versuchen, ihre Tochter zu schützen vor dem, indem sie sie schnell einem Oberhaupt übergeben, der auf sie aufpasst. Zuerst ist es Vater und Mutter und dann ist es der Ehemann. Kritiker bemängeln ja auch, dass es schwierig sei und durch das neue Gesetz möglicherweise